Sunday Night. Wir haben heute mit unserer ersten Preach Soak Up the Sun gestartet. Und was bedeutet das Soak Up the Sun? Hey, es geht um die Sonne und Auftanken bei der Sonne. Und das ist ein mega Sinnbild. Schau, ich glaube, die Sonnenblume hat etwas Essentielles verstanden. Die Pflanze ist ziemlich schlau, weil sie hat gecheckt, dass sie sich immer wieder neu nach dieser Sonne muss ausrichten muss, um wachsen, um gedeihen, um Nahrung zu haben und um vorwärts zu kommen und grösser werden. Und hey, genau das ist das Prinzip, das wir mit Jesus First leben wollen. Unser Herzensanliegen ist, dass wir eine Sonnenblume sein, wo wir wie nach dieser Sonne uns nach Jesus ausrichten. Jeden Tag neu für neu, Schritt für Schritt. Immer wieder einfach sagen, hey, und Jesus, das sind wir richten uns nach dir aus. Und hey, manchmal ist das mega schwierig. Vielleicht denkst du, ich spüre ihn doch gerade nicht, ich sehe ihn doch gerade nicht. Und ich glaube, genauso ist es manchmal auch mit der Sonne. Du siehst sie manchmal nicht, es hat Wolken davor, du spürst sie nicht auf deiner Haut, es hat Nebel. Aber etwas hast du sicherlich gelernt, nämlich, dass die Sonne trotzdem existiert. Und ich glaube, genau das dürfen wir auch zu Herzen nehmen, weil wir einen Glauben haben. Und unser Glaube bedeutet, dass wir verstehen, dass Jesus da ist, dass Jesus gut mit uns meint. Hey, Jesus ist gekommen zum Retten. Er ist dein Retter. Und schau, Jesus macht Schritt auf dich zu. Er möchte dich bewusst in ein Umfeld hineinrufen. Er hat dich bewusst in das Sunday Night hineingeholt. Er hat dich bewusst in die Celebration geholt, in das Camp oder auch einfach sonst in ein Umfeld, wo du gerade bist. Vielleicht sogar in der Schule oder im Arbeitsumfeld. Er hat einen Plan mit dem. Es ist überhaupt nicht zufällig, dass du gerade dort bist, wo du bist. Oder vielleicht auch gerade das Video sogar schaust. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen außerhalb von deiner Komfortzone. Weil so oft sehen wir in der Bibel, wie Gott Leute aus ihrer Komfortzone rausnimmt und dort trifft er sie, dort begegnet er ihnen. Und genau das möchte er mit dir. Aber gleichzeitig ist das eine Beziehung, die zweiseitig ist und wo auch wir den Act machen, wo wir können sagen, hey Jesus, und jetzt kommen wir auch auf dich zu. Wir richten uns wieder nach dir aus. Wir drehen uns dir zu, wir wenden uns dir zu, wie eine Sonnenblume der Sonne. Und darum lass uns die Haltung haben von Jesus First. Das ist nicht ein Floskel, das ist nicht irgendetwas, was wir einfach sagen wollen, sondern wir wollen das leben. Wir wollen uns nach dir, Jesus, immer wieder neu ausrichten. Und das ist unser Statement vom heutigen Abend.